Hier kommt Lilli und erzählt euch was. Hier kommt Lilli und das macht viel Spaß. Hey, ihr Kinder, ob klein, ob groß. Hier kommt Lilli und es geht jetzt gleich los. Hallo zusammen, da ist Lilli, eure Märlifee aus dem Märli-Studio. Heute komme ich als Rüebli. Es ist ja schliesslich bald Ostern. Und wer weiß, vielleicht beisst ja ein Häsli an. Heute habe ich euch ganz schöne neue Geschichte mitgebracht aus dem Märliland, passend zu den Ostern. Sie heisst «Der Willi, das kleine Bibeli». Aber ich kenne jemanden, der die euch viel besser erzählen kann als ich. Passt mal auf. Da ist Leni, der Osterhase. Ich möchte euch unbedingt eine Geschichte erzählen, die sich letzte bei mir zugetragen hat. Und zwar geht es um den Willi, das kleine Bibeli. Der Willi hat schon am Anfang sehr gemütlich genommen. Er ist immer noch in seinem Ei gesessen, wo alle seine Geschwister bereits geschlüpft sind. Warum so pressieren, hat er gedacht, als er um sich herum gehört hat, wie seine Geschwister mit den Schnäbel an die Eierschale gepickt haben, damit sie endlich raussteigen können, um die Welt zu entdecken. Da ist es kuschelig und warm, hat er gedacht. Und hat sich weiterhin bequem in seinem Ei gemacht, um seiner Lieblingsbeschäftigung am Träumen nachzugehen. In seinem Kopf sind viele bunte Bilder herumgewirbelt und eins ist farbiger und schöner als das andere. So sind ein paar weitere Tage vergangen, an denen der Willi nicht einmal im Traum daran gedacht hat, den gemütlichen und sicheren Ort jemals zu verlassen. Eines Tages jedoch hat sich der Willi ein bisschen zu fest in seinem Ei herumgedreht und es ist in 2 Stücke zerbrochen. Der Willi hat zuerst gar nicht gewusst, wie ihm geschieht, als er mit einer Hälfte der Eierschalen auf dem Kopf in seinem Nest gesessen ist. Alles war so hell und so laut. Die Mama ist mit allen 7 Geschwistern und allen Tanten anzurennen gekommen. «Schaut mal!» hat sie gerufen. «Unser Nesthäkli hat es auch endlich geschafft!» Alle haben wild durcheinander gegackert. «Komm mit!» haben dem Willi seine Geschwister gerufen. «Wir zeigen dir alles!» Sie haben den Willi bei der Hand genommen und sind mit ihm kreuz und quer über den ganzen Bauernhof gerannt. Der Willi ist aus dem Staunen gar nicht rausgekommen. So viel Neues und so viel Buntes. Während am Willi seine Geschwister ihm mit Eifer alle Abenteuer und Futterplätze auf dem Hof gezeigt haben, hat der Willi nur Augen für die bunten Blumenbeete und die blühenden Büsche. An diesem Abend hat der Willi sich müde und erschöpft an seine Mama angekuschelt. Er hat gedacht, die Welt da draussen ist doch auch schön, bevor er eingeschlafen ist und von bunten Blumenwiesen geträumt hat. Die nächsten Tage und Wochen hat der Willi die meiste Zeit an seinem Lieblingsplatz im Blumengarten verbracht. Während seine Geschwister den lieben langen Tag über den Hof getobt haben und immer neue Abenteuer gesucht haben, hat der Willi viel lieber vom Blumenduft umgeben vor sich hingeträumt. Die meisten von seinen Geschwistern haben den Willi ein bisschen eigenartig gefunden und über ihn gelacht. Nur seine Schwester Caro hat ihn in Schutz genommen. «Er ist halt mehr ein Künstler», hat sie einmal gesagt, wenn die anderen wieder mal Witze über den Willi gemacht haben. Eines Tages hat eine grosse Aufregung im Hühnerstall geherrscht. Der Leni, das bin ich, der Osterhase, hat seinen Besuch angekündigt. Er ist jedes Jahr vorbeigekommen, um seine Eierbestellung für Ostern zu machen. Es ist eine grosse Ehre und etwas ganz Besonderes für den Osterhase Eier zu legen. Alle Hühner haben sich fein rausgeputzt und sogar die Küken sind gebadet und gestriegelt worden. Dann war es endlich so weit. Der Osterhase Leni ist anzuhoppeln gekommen und hat alle begrüßt. Der Willi war hin und weg. Weniger wegen dem Aussehen vom Osterhase, mehr wegen dem süßlichen Duft, den er über den ganzen Hof verströmt hat.
«Du schmeckst so gut», hat der Willi gesagt, wo der Osterhase Leni an ihm vorbeigehoppelt ist. «Du hast aber ein feines Näsli», hat der Leni gelacht. «Das ist Schoki, wo du schmeckst. Ich bin mitten in der Schokihasenproduktion für Ostern. Das Mal ist die Schoki-Spar geliefert worden, darum bin ich ein bisschen in Verzug mit den Schokihasen.» Jetzt hat er sich an die Henne gewendet. «Das Jahr habe ich darum eine spezielle Bitte an euch. Ich brauche dringend jemanden, der mir beim Bemalen der Eier hilft. Gibt es jemanden im Hühnerstall, der mit Pinsel und Farben umgehen kann?» Die Hennen haben sich ratlos angeschaut. «Eier legen? Kein Problem. Eier bemalen? Das gehört definitiv nicht zu den Stärken der Hennen. Schliesslich sollten die Eier am Schluss ja auch noch schön aussehen. Und genau da ist der Haken. Die Hennen haben am Osterhase Leni schon eine Absage erteilen. Da hat sich Caro mit dem Willi im Schlepptau vorgedrängelt. Atemlos ist sie vor dem Osterhase Leni stehen geblieben. «Du brauchst einen Künstler, da ist einer!» Caro hat den Willi direkt vor der Leni geschoben. «Wenn einer mit Farben und Muster umgehen kann, dann er», hat Caro stolz gesagt. Die Hennen und die Küken haben sich fragend angeschaut. Schlummern in diesem komischen Küken etwa ungeahnte Fähigkeiten? Natürlich haben die anderen nichts davon gewusst. Ja, wie auch. Sie haben sich ja bis anhin gar nie Zeit und Mühe genommen, den Willi ein bisschen besser kennenzulernen. «Du kannst also mit Pinsel und Farben umgehen?» hat der Osterhase Leni hoffnungsvoll gefragt. Der Willi hat aus lauter Verlegenheit kein Wort über die Lippen gebracht. Er hat nur ganz leicht genickt. «Ja, das kann er», hat Caro für ihn laut und deutlich gesagt. Sie ist zum Hühnerstall gerannt und kurz darauf mit einem Zeichnungsheft zurückgekommen. Das hat sie am Osterhase Leni überreicht. Der Leni hat die Zeichnungen ganz aufmerksam studiert. Er war sehr beeindruckt. Noch nie hat er ein Küken gesehen, das so gut malen konnte. «Möchtest du mein erster Eierbemaler werden?» «Ja, sehr gern», hat der Willi geantwortet und hat ganz rote Bäckchen bekommen, aber über das ganze Gesicht gestrahlt. Schon am nächsten Tag hat der Willi im Leni seiner Osterwerkstatt mit dem Bemalen der Eier angefangen. Caro und seine anderen Geschwister haben ihm dabei helfen. Sie haben die Eier eingefärbt und der Willi hat es dann mit bunten Mustern bemalt. Noch nie hat der Osterhase Leni so schöne Eier zu Ostern gehabt. Der Willi, der war überglücklich. Hat er mit dem Pinsel und der Farbe doch endlich seine Berufung gefunden. Der ganze Hühnerstall war jetzt riesig stolz auf den Willi. Wer hat denn schon so einen Künstler in seiner Familie? Schaut genau an, wenn er dieses Jahr zu Ostern die Eier im Garten findet. Vielleicht ist ja auch ein Ei vom Willi am Küken dabei. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf den Willi. So schöne Eier habe ich noch gar nie gesehen. Und ich hoffe, er wird auch die nächsten Ostern immer wieder so wunderschöne Eier anmalen. Für mich und für euch. Jetzt wünsche ich euch ganz ein schönes Osterfest mit vielen bunten Eiern und Schoki-Osterhasen. Und sage Tschüss zusammen! Ich hoffe, die Geschichte, die euch der Osterhase Leni erzählt hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Es hat noch viel mehr schöne Geschichten auf dem Kanal. Schaut und hört doch einmal rein. Ich würde mich sehr freuen. In der Zwischenzeit wünsche ich euch ganz schöne Ostern mit vielen bunten Eiern und Schoki-Osterhasen. Ich freue mich, euch bald wieder zu sehen und sage bis dann Tschüss, eure Lili.